der begräst auch die Projekt natürlich für den abordable Wohnraum. Wir brauchen ihn. Wir wollen aber auf paar Punkte aufmerksam machen, die gerade doch schon von meinen C4-Redner angeschwärzt gesehen. Die auf keinen Fall von Kasten, also ob Kasten und zu Lasten von den Gemeinden sind. Wir hören gerade hören, da kommen ganz viele Kasten auf ein Gemeinde zu, für auch die Infrastruktur en Platz zu setzen, wie zum Beispiel Schulen oder Sporthallen. Wir hören, die Gemeinden kriegen Terrain zur Verfügung gestellt, für einen Sportkomplex zu bauen. Mit Gemeinden müssen wir selber bauen. Also gefreut zu hören, dass aber die Gemeinden finanzielle Unterstützung kriegen, für die gewissen Infrastrukturen en Platz zu setzen. Weil die Leute, die da hinkommen, wie Herr Eichen auch richtig gesagt hat, die hätte gab es, die müssen serviert gehen. Ein anderer Punkt ist am Moment doch, die Leute, die 381 hatten, von der Kommission 380 am Menge Noten stehen, die wohnen sommer nach einem Chantier. Das heißt, das ist nicht wirklich die beste Lebensqualität. Und die jungen Familien, die da wohnen mit ihren Kindern, müssen ihre Kinder im Moment an die Schule von der Gemeinde Kirche schicken. Das heißt, da ist eine Überlastung auch von den Schulen. Das ist nicht am Platz. Das heißt, für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn ich probieren, die Infrastrukturen, wie zum Beispiel Schulen, Hauptsache Maison Relais, zeitgleich mit den Logementen auf Beine zu stellen, für dem Problem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Auf jeden Fall nicht mit einem großen zeitlichen Delay. Ein anderer Punkt, doch, wo gerade Madame Bofferdinger geschwärzt hat, das nicht mehr für sich heutzutage kann leisten, auch den abordablen Wohnraum zu kaufen, will da ob Neues ihre Propositionen abgreifen, wo man schon seit paar Jahren suchen, ob man nicht von einer Staatsgarantie für die Käfer soll schwatzen. Dann hätten Banken einerseits eine Garantie an die Käfer ging eventuell mehr Licht dann die Prä kriegen. Das ist was der schon lange fordert. Also nicht merci.